Servus. Ihr wundert euch bestimmt, weil das habt ihr noch nie gesehen auf YouTube, warum ich jetzt nochmal genauso ausschaue und die gleiche Tasse in der Hand habe wie vorher. Das liegt einfach daran, das muss man ja jedes Mal dazu sagen, dass ich 2 Videos hintereinander aufgenommen habe. Und ich habe mich nicht dafür umgezogen. Ach Gottchen, nein, ach Gottchen. Also wundert euch nicht, ne, wenn ihr mich jetzt hier zweimal im gleichen Outfit seht und es verschiedene Tage sind, wo ich das hochlade. Normal, wundert euch nicht. Haha. So, also, zweites Video. Servus. Es geht um das Thema Weiberkinder genauso sexistisch sind. Also Frauen genauso sexistisch wie Männer, ne? Weil es eben heißt ja, oh, hier Männer sind ja so sexistisch. Also wir hatten gestern, als ich in den Stream geguckt habe von meinem Lieben, was ist er denn, hä? Ja, was ist denn der Hamster? Der Hamster ist mein Brother from another mother, mein Gegenstück, Gegenstück nicht. Er ist mit mir im Club der Beleuchteten. Wir haben beide den Club der Beleuchteten gegründet. Also wir sind nicht die Erleuchteten, sondern die Beleuchteten. Ist wurscht. So, wir, der Club der Beleuchteten, hatten gestern wieder eine Diskussion. Oder nicht eine Diskussion, ein Thema kam auf. Sexismus. Ja, weil das ist ja so sexistisch und blablabla. Also haben wir uns darüber ausgelassen, lustig gemacht, ne? Weil Frauen immer schreien, ja, du bist ja so sexistisch. Ja, die hat aber einen geilen Arsch. Ja, das ist ja voll sexistisch. Das ist ja, wir kommen ja dahin, das ist ja so sexistisch. Männer sind ja alle so sexistisch. Also schon bloß, wenn du als Mann Hallo zu einer Frau auf der Straße sagst, einfach weil du nett sein willst, bist du mittlerweile schon der Sexist. Ne? So weit sind wir nämlich schon. Und da frage ich mich auch wieder so, keine anderen Probleme. Nein, ich verstehe. Sexismus ist, ja, keine Ahnung, oder sexuelle Übergriffe, ja. Ein Mann, wenn die auf der Straße einfach antatscht, weil ihr denkt so, Frau, freiwillig, das ist natürlich nicht okay. Aber wenn ein Mann jetzt da steht und sagt, hey, die Frau auf einem Büttel oder im Fernsehen oder sonst irgendwas hat einen geilen Arsch. Oder sogar in der Disco so wie, hey, die hat einen geilen Arsch. Ja, sie wird als Sexobjekt in dem Moment angesehen. Ja, aber drehen wir die Geschichte mal um. Was machen da die ganzen Weiber? Hallo Björn. Was machen da die ganzen Weiber? Ne? Gingen die nicht... Will ich ja auf das Mikro anzutatschen. So. Gingen diese ganzen Weiber nicht in der Disco umeinander und denken sich so, ja, also der ist fickbar. Ja, der ist auch fickbar. Oh, der schaut aber geil aus. Oh, siehst du den, was der für Muskeln hat und für einen Knackarsch. Oh, ist der geil. Und oh, schau dann doch, oh, wie geil der ist. Und oh, der kann mir mal durchnudeln, du, auf der Klotoiletten. Auf dem Klo, auf dem verfickten, auf dem kreislichen, was Schale hingespielt haben, da kann der mir richtig durchnudeln. Da die haben so einen Schwanz, da hat immer so eine Schäme in den Mund, dass ich speise, selber noch speibern. Sowas. So, übertrieben gesagt, sind Weiber genauso, ne? Frauen. Oder so, oh, ja, also mein Traummann, der muss 1,90 Meter groß sein, unbedingt blond und blaue Augen und da muss er ein Auto haben, ein ganz tolles, am besten ein BMW oder Mercedes oder ein Audi und er muss den und den Job haben und oh. Ne? Oder, keine Ahnung, das ist so, ich weiß nicht, oder schauen wir doch mal, man schaut Filme oder Serien, nehmen wir mal Beispiel Vikings oder auch Game of Thrones, ne? So, wenn jetzt eine Mutter hockt und sagt so, oh, die Lagerta, oh, die tat immer so richtig schön den Arsch ein, so, oh, ist der geil, oder so sie, das finde ich aber hier sehr sexistisch, du siehst der Frau nur als Sexobjekt, wo ist denn das und schämst du dich nicht? Im gleichen Atemzug kommt da der Rollo mit nacktem Oberkörper da ins Bild und so, oh, der Rollo, der kennt mich aber schon mal durchnudeln, oh, schau dir noch den bärtigen Viking, der, wenn mir der so richtig daher bockert daret. Merkt es eigentlich noch? Ich meine, ja, Frauen, wie gesagt,
Sexismus oder sexuelle Übergriffe, vor allem sexuelle Belästigung, ist nicht okay, sagt keiner was. Aber bei jedem Scheißdreck zu schreien, das ist ja hier voll sexistisch. Wenn du sagst, die hat geile Titten und die darfst du mal gern, was ist im Motorboten oder so ein Scheißdreck. Das ist dann genauso sexistisch, wenn ihr Weiber sagt, oh, der Rollo könnte mich auch gerne mal so aufs Bett schmeißen und daher nudeln. Könnt ihr gerne mal. Also wenn ihr den einmal seht, dann so zum Beispiel. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, das ist immer so, es wird immer hingestellt, wie Männer die Buhmänner sind. Ich meine, ich hab's in meinem Manspreading schon angesprochen. Es wird immer so hingestellt, wie Männer bloß nur die Buhmänner sind, wie Männer alles bloß noch falsch machen und Weiber machen alles richtig. Das ist keine Gleichberechtigung, das ist keine Emanzipation, das ist überhaupt nichts, das ist ein Scheißdreck. Das ist das andere Geschlecht. Und ja, es gibt nur 2 biologische. Auch sonst, ne? Wenn wir das andere Geschlecht einfach nur noch niedermachen und so unterdrücken und keine Ahnung irgendwas, darauf läuft's nämlich hinaus. Das hat mit Gleichberechtigung nichts mehr zum tun, bloß mal so ganz nebenbei, ne? Also, wenn ein Mann an mir vorbeigeht und sagt, oh, die hat aber einen geilen Arsch, dann denke ich mir so, ist der blind? Aber dann denke ich mir so, hey, dann denke ich mir so, cool, ne? So. Weil, ganz ehrlich, das hat in meinem ganzen Leben noch keiner gesagt. Oder ich hab's noch nicht gehört, aber nein, keine Ahnung. Aber ich denke mir dann so, ich hab einen geilen Arsch. So. Freilich ist es wenn dieser alter 80-jährige Mo sagt. Freilich ist es schöner, wenn's der, weiß ich nicht, der kleine Bruder vom Rollo sagen darf. Ne? Freilich wäre das angenehmer. Aber entweder ich find's für alle gleich widerlich oder ich freu mich halt für alle gleich übers Kompliment. Weil es ist nichts anderes wie ein Kompliment. Jemand hat anerkannt, so, boah, du hast aber eigentlich für mich in meinen Augen sehr schöne, attraktive Figur oder ein Körperteil deines auch so tollen Körpers, ne? Sticht für mich besonders hervor und ich finde das besonders attraktiv. Was ist jetzt da so schlimm dran? Aber da wird man nur auf so Äußere reduziert. Ja, dann renn nicht im Minirock mit die High Heels Straßen umeinander, weil ja was ein Straßenflittchen, wenn's nicht auf dein Äußeres reduziert werden willst. Glaubst das? Und ja, keine Ahnung, dann zeig dir einen Kartoffelsack an, wenn's nicht auf dein Äußeres reduziert werden willst. Dann schminkt dich nicht mehr. Dann macht er deine Haare nicht, keine Ahnung, aber dann wirst du auf dein Äußeres reduziert, weil es vielleicht daherkommst wie der letzte Straßenpenner. Mit dem man nicht unbedingt was zum tun will. Dann schreit nämlich garantiert keiner. Aber dann gibt's bestimmt irgendwas anderes, so das ist, was weiß ich, dann ist das vielleicht, keine Ahnung, Pennerismus oder, weiß ich nicht. Weißt du, oh, ich finde das ja voll blöd, dass ich hier die ganze Zeit blöd angeschaut werde, bloß weil ich nicht so ausschaue wie all die anderen. Geh ich asse und beschwer mich, weil mich Leute mit meinen Haaren blöd anschauen? Nein, ich habe mir das verdammt nochmal so ausgesagt und wenn nur einer blöd schaut, so wie, ja, dann schaut er halt blöd. Dann denke ich mir, gut, entweder er schaut blöd, weil, oh, ich hab das noch nie in echt gesehen, wie schaut denn das aus? Ne? So, von Angesicht zu Angesicht, so, wie schaut denn das aus? Wie verfüllt's sein die Haare? Wie verfüllt's sein die Haare? Wie schaut denn das aus? Ha? Oder denkt sich halt einfach so, schau das an, die Sau, die wascht sich halt nicht einmal, Und dann denke ich mir einfach bloß, ja, du bist genauso ein Depp wie alle anderen, die ungebildet sind. Oder die halt auch sich irgendwie, keine Ahnung, nicht über ihren eigenen Tellerrand ausschauen wollen. Und dann denke ich mir, dann gehe ich halt einfach weiter. Die meisten schauen halt gar nicht, weil sie sich denken, die haben genügend eigene Probleme und kümmern sich um einen eigenen Mist. Weißt? Und sorry, ich meine, es ist nicht so, um jetzt nochmal auf die ganzen Weiber zurückzukommen, die weiß halt dann nicht irgendwie irgendwelche Straßen und keine Ahnung. Freilich, wenn ich jetzt da draußen umeinander gehe und da geht eine vor mir, mit einem Minirock so kurz, dass du den Arschbacken schon siehst, ja, freilich schaue ich dir auch auf den Arsch, wenn so ein schöner Arsch ist, weil man denkt so, schaut schon nicht schlecht aus, gell? Aber dann braucht es ja eine Beschwerden, wenn man hinschaut, weil es provoziert wurde. Und wenn man jetzt an einen von euch daherkommt mit, ja, sind dann die ganzen Vergewaltigungsopfer, was weiß ich, der Alzheimer-Bus, die haben es provoziert. Nein, sag ich nicht. Wie gesagt, es ist keine Entschuldigung dafür, bloß weil einer so umeinander rennt, dass man es, oder keine Rechtfertigung dafür, dass man es anlangt, dass man es in Ecken zieht, dass man es vergewaltigt oder sonst was. Das hat kein Mensch gesagt. Keiner. Aber ich möchte auch nochmal dezent darauf hinweisen, dass, so seltsam es sich anhören mag, auch Männer von Frauen vergewaltigt werden. Zwar nicht in der Häufigkeit wahrscheinlich, oder vielleicht kriegt man es bloß nicht so oft mit. Ne? Da sagt auch keiner was.
Und ganz ehrlich, ich muss jetzt schon sagen, wenn ich draußen umeinander gehe, wie ein Nutten, ne, die ausschaut wie, da, ich bin bereit. Ich bin schon geschmiert, brauchst du bloß Taxen auseinanderdrücken und einschieben, da braucht man sich nicht wundern. Wenn ich erinnere mich daran, vor Jahren, ich glaube 12 Jahre mittlerweile her, war ich in meiner Gothic-Phase, so auf dem Wave Gothic-Treffen und was weiß ich, und ich bin umeinander gerannt. Ich habe ein Korsett gehabt mit einem Ausschnitt, leck mal, weißt du, mir hat's die Tuttel nass gedrückt, das war eine wahre Freude. Und ja, natürlich macht man das, um zu zeigen, da schau her, was ich für Tutteln hab, keine Ahnung. Und dann sind halt da auch Männer gewesen, die gesagt haben so, das schaut aber schon gut aus, Wenn man denkt, freilich, wenn das einer war, weil man denkt so, du nicht, aber wenn man denkt, ich wollte es ja. Ich habe mich mit Absicht so angezogen, um zu zeigen, da schau her, was ich für ein Prachtweib bin, mit meinen Mördermöpse. Habe ich mit Absicht gemacht. Und wenn jetzt da einer, was weiß ich, auf irgendeiner Party in einem Suff daherkommen waren und her hat man an meine Titten gelangt, dann her hat er halt eine gefangen und gut ist. Aber es war mein Problem, weil wenn ich jetzt so umeinander gerannt war, wie jetzt, dann hätte er das wahrscheinlich nicht gemacht. Weil wenn ich es ihm vor die Nosen halt, ist halt so, ne? Ja, wie gesagt, ja, bla, schimpft's mir jetzt nicht. Ich weiß, es ist garantiert, es sind Einzelfälle. Ich sag bloß, man braucht sie nicht wundern, das ist auch wieder das Falsche. Jetzt kommen wieder alle Leute daher, die sagen, ich verharmlose Vergewaltigung, was überhaupt nicht wahr ist. Tu ich nicht. In keinster Weise. Ich sag bloß, dass, wenn man angesabbert wird, antatscht wird oder sonst irgendwas und umeinander rennt wie Freiwild, dann braucht man sich ab zu einem gewissen Punkt auch nicht wundern. Kommt halt ganz auf die Situation drauf an, auf die individuelle. Wie gesagt, ich persönlich, ne, wenn ich so umeinander renne wie jetzt und nicht so lang einer Titten, dann ist das irgendwie sehr strange und definitiv, ne, aus dem Nichts heraus und ich habe das in keinster Weise provoziert. Wenn ich aber so wie damals, vor 12 Jahren, umeinander renne und meine Titten auf dem Präsentierteller umeinander schreibe von mir, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn einer einmal hinlangt. Es ist nicht in Ordnung, aber ich brauche mich nicht wundern. Oder wenn sie, was weiß ich, wie viele Fotos gemacht haben oder sonst irgendwas, dass sie vielleicht dann noch einen überholen können. Ich weiß es ja nicht, ne? Aber ich brauche mich nicht wundern. Und ganz ehrlich, bevor ihr jetzt euer Fotzen aufreißt, wir sind in einem freien Land, wenn es meine Meinung ist, dann ist es meine Meinung. Kann ich sagen, ihr könnt auch eure Meinung sagen. Ist mir wurscht. Ja, wie gesagt, ich verharmlose nichts, aber manchmal, nicht immer, braucht man sich nicht wundern. Noch was? Jetzt haben wir wieder auf Gebiet gewagt, legt mir mal, da wollte ich eigentlich gar nicht hin, aber ist ja wurscht. So, Fazit, Frauen sind genauso sexistisch wie Männer, die sollen alle ihr Fotzen halten, ihr Bläde. Punkt. Und ja, wenn jemand die Nummer vom Rollo hat, also von dem Schauspieler 60, weiß nicht einmal, wenn jemand die Nummer vom Rollo hat, dann ruft's mal und schickt's bei mir vorbei, gell? Danke. Servus, bis zum nächsten Mal. Miss Britschen. Merkt ihr langsam, dass der Name Programm ist? Ja, merkt ich's? Okay, tschüss, bis dann.